SVP hat in ihren Augen quasi ein Ferrari durchgebracht und bekommt jetzt ein VW geliefert. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo hier auf Ask Switzerland. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen am Experimentieren mit dem Ton, weil ich ihn früher ja immer automatisch eingestellt habe und jetzt mache ich ihn manuell. Ich muss jetzt schnell auf den Kommentar von Lukas Seematter eingehen. Warum trage ich immer blau? Das stimmt, offenbar habe ich immer etwas Blaues oder fast immer etwas Blaues an in der Swissinfo. Das ist, weil ich einfach wirklich auf Blau stand. Ich liebe alles, was blau ist. Wenn du meinen Kleiderschrank öffnest, dann wirst du hauptsächlich blaue Kleider drin finden. Aber ich meine, solange sich niemand daran stört, ist ja schön und gut. Und dann habe ich noch diesen Kommentar bekommen. Was? Nein, oder? Also da habe ich schon eine Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Gut, und ich habe euch ja auf Twitter gefragt, ob ich mal etwas zu der Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative sagen soll. Da habe ich breite Zustimmung gefunden. Aber bevor ich das mache, kommen wir noch auf die nationale Vorlage von gestern zu sprechen. Gestern haben wir ja über 3 Vorlagen abgestimmt, über die grüne Wirtschaft, über die AHV Plus und über das Nachrichtendienstgesetz. Und ich muss sagen, ich habe ja in einem Video gesagt, warum ich gegen eine sogenannte grüne Wirtschaft bin, aber ich bin nicht auf die anderen Vorlagen gross eingegangen. Allgemein bin ich an sich recht zufrieden mit gestern. Die AHV Plus und die grüne Wirtschaft sind abgelehnt worden, genauso wie ich mir das erhofft habe. Beim Nachrichtendienstgesetz wiederum muss ich sagen, da wäre ich eher ein bisschen dagegen gewesen, auch wenn es jetzt nicht für mich so eine Frage war, was um Leben und Tod gegangen ist. Ich denke mir einfach, die Amerikaner haben nach dem 11. September auch ein total verschärftes Nachrichtendienstgesetz eingeführt und jetzt, 10 Jahre später, regen sich alle extrem über das auf. Du hast ja die Snowden-Affäre mit der NSA und so weiter. Das alles ist ans Licht gekommen, was die alles ausspioniert haben. Und ich hoffe sehr, dass es in der Schweiz nicht auch zu so einem Skandal kommt, wie das schon Ende 80er, Anfang 90er schon mal der Fall war. Also, mal schauen, was die Zukunft bringt. Wie habt ihr abgestimmt? Sind ihr zufrieden mit dem Ausgang der Wahlen? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, schreibt das ab in die Kommentare, aber irgendwie, ich glaube, ihr habt euch schon langsam ein bisschen daran gewöhnt, dass ich das jedes Mal sage und dann macht es keiner mehr. Also jetzt einfach mal ein bisschen deutlich, ich freue mich jedes Mal mega, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt. Ich rede nicht hier, damit nur ich meine Meinung sage, ich rede hier, damit ihr mir eure Meinung mitteilt. Also los, vergewaltigt eure Tastatur oder eure Handybildschirm, bis er zu Bruch geht. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu pathetisch für meinen Geschmack gesehen, aber gut. Masseneinwanderungsinitiative. Nochmal ganz kurz zur Gedächtnisauffrischung. Im Februar 2014 hat das Schweizer Stimmvolk mit 50,3%, also extrem knapp, Ja zur sogenannten Masseneinwanderungsinitiative von der SVP gesagt. Und was bewirkt die Masseneinwanderungsinitiative, beziehungsweise was hat sie bewirkt oder was auch immer? Wir haben mit der EU die sogenannten bilateralen Verträge. Dort drin steht, dass die Schweiz zum Beispiel gewisse Vorteile bei den Zöllen hat. Das heisst, wenn wir etwas importieren wollen oder exportieren wollen, zahlen wir nicht ganz grosse Extrazölle drauf, sondern eigentlich mehr oder weniger gar keine. Und dafür müssen wir halt auch der EU gewisse Vorteile eingestehen, wie zum Beispiel, dass EU-Bürger in der Schweiz leben und arbeiten dürfen, also quasi auch das, was sie untereinander dürfen. Die Masseneinwanderungsinitiative wiederum hat jetzt eben durchgesetzt, dass die Ausländer nur noch mit Kontingent in die Schweiz dürfen. Das heisst, sie haben zum Beispiel einfach ein gewisses Guthaben im Jahr, von Tagen oder von Monaten, wo sie in der Schweiz sein dürfen, aber den Rest dürfen sie nicht. Das zumindest wäre der Plan von der Initiative gewesen. Und obwohl alle, die die Initiative angenommen haben und auch damals 2014 alle, die über die Initiative debattiert haben, gewusst haben, klar, so will die SVP die Initiative umgesetzt haben, über das debattieren wir, macht ein Parlament, das halt nicht nur von der SVP dominiert, sondern auch von anderen Parteien bewohnt wird, jetzt eine ganz andere Sache damit. Es tut die Initiative zwar in der Theorie schon umsetzen, nur interpretiert es sie einfach ein bisschen anders, sodass sie jetzt so ziemlich in der nettesten und liebsten Variante gegenüber der EU daherkommt. Und ich muss sagen, ich bin von Anfang an ganz klar gegen die Masseneinwanderungsinitiative gewesen, also schon 2014, bevor überhaupt die Abstimmung losgegangen ist. Und wenn du dir mal anschaust, es haben 50,3% der Stimmbürger Ja gesagt und du hast eine Stimmbeteiligung von nicht einmal 50% gehabt. Das heisst, eigentlich hat nicht einmal jeder 4. Schweizer Bürger Ja gesagt. Und es wäre sicher am besten für die Schweiz gewesen, wenn die Masseneinwanderungsinitiative nicht angenommen worden wäre. Oder es wäre auch jetzt noch besser für die Schweiz, wenn sie möglichst soft umgesetzt worden wäre. Aber, jetzt kommt das grosse Aber. Es war ein Volksentscheid gewesen. Ein Volk und alle Politiker haben genau gewusst, wie die SVP das umgesetzt haben will. Jeder, der darüber debattiert hat, hat genau gewusst,
So ist der Plan und nicht anders. Und sorry, ganz klar, was das Parlament momentan macht, Fremdschämen pur bei mir. Wirklich, es ist ein Volksentscheid gewesen, es ist eine Initiative. Egal wie sehr euch oder mir die Initiative nicht passt, sie ist angenommen worden und sie gehört jetzt umgesetzt. SVP hat in ihren Augen quasi ein Ferrari durchgebracht und bekommt jetzt ein VW geliefert. Was ich nicht verstand ist, warum die SVP nicht ein Referendum ergreifen will. Das ist, wenn eine Partei nicht einverstanden ist mit der Abstimmung im Parlament, dann kann sie das machen. Das möchte sie aber irgendwie einfach nicht. Vielleicht denkt sie sich auch, ja gut, wenn die Stimmbeteiligung ein bisschen höher wird, dann haben wir wieder keine Chance, wie schon bei der Durchsetzungsinitiative Anfang dieses Jahr, wo ja auch nur knapp über 40% bekommen hat. Also Fazit, ich bin gegen die Masseneinwanderungsinitiative immer gesehen, aber jetzt ist sie angenommen. Ich akzeptiere das und das Parlament soll jetzt Größe zeigen und das auch akzeptieren. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Ansonsten seht ihr sich einfach am nächsten Donnerstag wieder. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass ich alle meine Videos auch auf Facebook auflade, einfach wegen der aktuellen Entwicklung auf YouTube, die mir sehr schlecht gefällt. Also schaut unbedingt auch bei den Links in der Videobeschreibung vorbei. Und jetzt kommt noch der Witz zum Schluss. Der Obama ist auf Staatsbesuch in der Schweiz und um die Schweizer Atmosphäre mal so richtig zu genießen, sagt er all seinen Bodyguards und Leibwächter, geht weg, ich will nur mit meinem Chauffeur allein in unserem Auto über den Pass fahren. Dann fahren sie über den Pass, kein einziges anderes Auto in Sicht. Und dann fragt der Chauffeur, jo, hören Sie, ich bin schon so lange im Auto gefahren und die Passstraße ist so schön, könnten wir den Platz täuschen? Der Chauffeur sagt, ja, kein Problem, sie täuschen den Platz, der Obama drückt das Gaspedal voll durch, rast den Berg rauf, vorbei an zwei Motorradpolizisten. Der eine rast ihm hinterher. 10 Minuten später kommt er zurück zu seinem Kollegen und der Kollege fragt, und? Hast du mir einen Buß gegeben? Nein, habe ich nicht. Was? Warum nicht? Wir sollen doch jedem einen Buß geben. Nein, im Fall, dem nicht. Der ist zu wichtig. Was, der ist zu wichtig? Egal wann. Der ist wirklich zu wichtig gewesen. Wer ist es denn gewesen? Ich kann nicht erkennen, aber sein Fahrer war der Obama. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!